Nun denn, nun denn, nun denn. Es sieht so aus, als wären wir endlich am Storyfinale angelangt. Hier bei Pokémon Legend Arceus. Willkommen zurück. Und damit meine ich natürlich das Finale der, jetzt mal, Hauptstory. Noch nicht von Postgame und so. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie auch schon heute auf Arceus und Giratina und Arcry und alles mögliche treffen werden. Ich nehme an, es geht lediglich um die Alge, wobei, was weiß man bei dem Spiel schon, was könnte alles mögliche passieren. Könnte sein, dass wir gegen die Alge antreten und plötzlich tauchen irgendwie noch Giratina und Arceus zusammen auf und sagen, hey, gut Job gemacht, Kleiner, war alles nur ein Test, kannst du zurück in deine Gegenwart. Wäre irgendwie ein krasser Joke. So, letzte Folge haben wir einiges getan zur Vorbereitung, ja, aber ansonsten haben wir jetzt gesagt, wir lassen es auch mal von den Pokémon her so, wie wir es aktuell haben. Wobei ich persönlich zugeben muss, jetzt gerade vom Typus her, gerade spontan überlegt, ob ich statt Axantro vielleicht Ding ins Team nehmen soll, wieder Sherox. Axantro hatten wir auch schon lange, ist dabei, klar. Von Attacken her. Sneebos mit dem scheiß Trugschlag. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich irgendwie in welche Pokémon so schwächen müsste oder was noch alles passieren kann. Axanto, ja, Käfergestein, wenn wir jetzt wirklich gegen ein Ding antreten. Gegen Dialga. Und dass er auf dem Typ Stahldrache ist. Warte mal. Hat irgendwie mal noch ein. Nicht gerade vorhin noch, genau, neue Attacke mal gekaut und noch nicht ausgerüstet war. Schweinerei. So viel zur Vorbereitung. Also, ganz kurz nochmal gucken. Initiative, Angriff und Spezialangriff. Okay, das heißt, packen wir Ruhe, Sturzflug raus. Für die Magieflamme. Auerschwingen lassen wir drin. Ist ja Step, genauso wie Orkan. Warum auch nicht? Wäre vielleicht cool, wenn man dann irgendwie, naja, meistern würde, aber ein anderes Thema. Magieflamme ist sicher auch cool. Ruheort. Ja, generell schon, aber bei Waschaquil, der jetzt nicht so schnell ist, trotz Vogeltypus. Ich meine, es wäre eigentlich cool, wenn man irgendwie sagen könnte, hey, Tempotechnik, Ruheort und dann die wieder angreifen. Das wäre eigentlich geil, aber so, schwierig. Da überlege ich halt tatsächlich, ob ich irgendwie Zauberschein reinpacken soll. Ja, aber die Alge ist ja wie gesagt Stahldrache, war das. Ja, Fee ist super effektiv gegen Drachentypen, aber dafür weniger effektiv gegen Stahltypen. Super, heb's wieder auf, geil. Genauso wie Magieflamme. Also irgendwie mit Waschaquill könnt ihr gegen die Alge eh nicht viel reißen. Sagen wir es ist. Na komm, pass mal so. Temporär. Und trotzdem das gerne noch im Team belassen. Genauso wie Ursaluna, weil das Vieh ist ja so voller Power, das gefällt mir richtig gut. Auch vom Moveset her, ja gut, eben haben wir natürlich Donnerschlag drin und so. Ich könnte jetzt eigentlich auch mal auf den Eishieb switchen, da wir aktuell kein Eis-Pokémon mehr im Team haben. Könnte zwar wieder wechseln. Das ist natürlich das Praktische an Ursaluna, dafür haben wir eine Feenattacke dabei. Steinkante auch, ist zwar nicht gemeistert. Naja, shit happens. Also noch nicht, die könnte ja, wird ja Meister zusammen. Sparen wir vielleicht für später auf Sneebos, schon mal erwähnt, mit dem Trugschlag, ob das clever ist, haben wir dahingestellt. Mit Kreuzschere, ansonsten Nahkampf, Unheilsklaue, klar, ist ein Kampf-Pokémon und eventuell gegen die Alga Stahl-Pokémon viel ausrichten können. Da bin ich natürlich sehr dafür. Palkia, Wasserdrache, momentan hoffe ich auch mal einen guten Job. Tanukto ist sowieso klar, aber ich überlege jetzt tatsächlich, ob ich schnell das Sherox rein switche. Gegen Axantor. Ja gut, natürlich ist jetzt Sherox wesentlich schwächer vom Level her. Kreuzschere, Eisenschädel, Nahkampf, Patronenhieb. Ja, mit dem her eigentlich schon coole Moves. Das muss trotzdem zugeben. Panferno wäre kann man was. Unser Elite-Panfer noch nie eingesetzt, ja? Aber ewig haben wir gefangen. Naja. Ja, komm. Da können wir mal versuchen, come on.
Dann habe ich jetzt 2 Hisui-Farmen im Team. 2 Hisui-Weiterentwicklungen oder 2 ja gut, Ursaluna ist ja doch Ursaluna ist eine neue Entwicklung, neues Pokémon. Sneeboss zwar auch, aber von einer Hisui-Farm. Regionalform, währenddessen Sherox und Palkia eigentlich ein bisschen langweilig sind. Aber Tornupto und Sherox immer noch aus der 2. Gen. Und Sneeboss und Ursaluna Entwicklungen auch von Pokémon der 2. Gen. Waschakwill und Pokémon der 5. Generation, das ist irgendwie gerade ein bisschen fehl am Platz. Palkia 4. Generation, da passt sowieso hier ins Setting rein. Okay, komm, legen wir los. Ja, passt schon, passt schon. Was will denn die hier? Also, dir steht ein schwerer Kampf bevor. Bist du wirklich bereit für den Kraterberg? Jo. Gut, das wollte ich hören. Nun hört genau zu, was ich euch sage. Zeit und Raum können nicht voneinander getrennt werden. Das Pokémon, das im Sinnoh-Tempel erschienen ist, heißt Dialga und gebietet über die Zeit. Wird ihm nicht Einhalt geboten, gerät Hisuis Zeit aus den Fugen und unsere Welt ist dem Untergang geweiht. Doch nun zählt er sein Gegenstück zu deinem Verbündeten. Mit Palkia, dem Gebieter über den Raum, könnte es gelingen, Zeit und Raum ins Gleichgewicht zu bringen und so die Ordnung der Welt wiederherzustellen. Und nun geht es mit Palkia zum Sinnoh-Tempel. Auf dass die Region demnächst schon Sinnoh heißt. Ich muss sagen, euer Dorf ist wirklich interessant. Vielleicht schaue ich in der Schneiderei vorbei und werfe mich in die Schale. Bitte was? Ist das wirklich die richtige Zeit dafür? Zeit, sagt er. Ist die Welt erst einmal passé? Haben sie auch Einkaufsbummel einfach mal erledigt? Das könnte meine letzte Gelegenheit sein. Danke für dein Vertrauen. Stimmt auch wieder. Hey! Nun gut, Michael. Wenn du alle Vorgänger getroffen hast, sollen wir auf ein neues im Sinnoh-Tempel aufbrechen. Jo. Bereite dich gut vor, begib dich dann zum Sinnoh-Tempel. Ja, habe ich also. Neue Vorbereiten geht ja kaum. Hochlandbasis, Bergbasis, Gipfelbasis. Nehmen wir das Richtige hier. So, habe ich da. Gibt es Neues zu berichten? Dann berichten. Ja, mein Dialga ist bereits da oben, oder? Jetzt können wir natürlich noch diverse andere machen, ist gar kein Thema. Was macht ein Lux hier da hinten? Ist gar kein Thema, wir können hier und da und dies und jenes noch machen, ne? Ist alles scheißegal. Dialga wartet auf uns, So, trainieren, ja, na, komm, ganz kurz auf den Weg. Hat hier nicht sehr viele Pokémon, das kriegen wir relativ schnell hin. Im Gegensatz habe ich dann doch relativ starke Pokémon auch dabei. Ich muss gerade sagen, ey. So. Schmetterramme. Ja, also Ursalunas Power gefällt mir schon. Der Movepool auch. Ich bin gespannt, was es überhaupt dann in 9 Spielen der 9. Generation so lernen würde. Vorausgesetzt, es wird, man könnte es dort fangen oder rüber tauschen, aber ich hoffe mal schon. Wäre cool zumindest. Na, hier bin ich schon Level 10. Hä? Nicht betröppelt oder so? Okay. Ah, Donnerblitz, sehr gut. Bei einem Boden-Pokémon viel Spaß dabei. Das ist so ähnlich wie wenn Enel oder Big Mom bei One Piece mit ihren Donnertacken auf Ruffy einballern. Da denken sich auch nur so, macht doch was ihr wollt. Mir doch scheißegal. Denn er ist ja aus Gummi. Gummi. Ja, Gummi und Boden sind schon... Warum nicht unterschätzen? Gut, dafür kann natürlich Gummi brennen, wa? Und Boden, den kannst du einfach wegschwemmen. Also insofern... Hat alles seine Vor- und Nachteile. Sag mal. Mein Treffer war echt schlecht. Ja, ohne Pokémon Donnerwelle. Man merkt, wir gehen gleich die AP aus. Das ist nicht geil.
Gleiches Prinzip wie eben schon. Dann setzt doch mal den Knuddel ein. Nuzluna hat euch zum Knuddeln gern. Eigentlich nicht mal, krass. Aber zum hohen Angriff. Nuzluna einkette. Oh, nice, sie bringt auch immer unter. Da komm, eigentlich will ich es nicht fangen, ich will es bekämpfen. Hat sich ein Nice Hieb drauf, wa? Sternschauer? Cool. Achso, ne, haben wir noch zwei, hä? Okay, krass. Dann vor allem verguckt, aber gut, ein Move wäre natürlich noch cool, wenn man ihn behalten könnte für die Alga. Falls es notwendig wäre halt. Ching, 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 ein paar Level-Ups, aber nicht für unser Sherox. Das betrübt mich zutiefst. Sherox, auf die Initiative. Ja. Irgendwie etwas noch bei den anderen gehabt, so Wichtiges. Nee. Okay, wäre gar nicht schlecht, weil was ich will. Ja, komm. Den Angriff boosten, Freunde. Was auch sonst. Ich muss ja fast hier einen Top-Tank einsetzen, wa? Wo ist Luna mittlerweile so viel KP? Hä? Ah, nur nachgespawnt, okay. Das ging fix. Was zum... Pokéball, flieg, flieg, yo! So. Perfekt, würde sagen, legen wir los. Du bist hier der Wächter, wa? Niemanden passieren zu lassen. Mhm. Hat schon das letzte Mal gesagt. So, die Steinpforte. Oh. Volo, was will denn der hier? Ich habe schon auf dich gewartet. Okay, und warum? Du kannst uns zwar auch im Basislager eindecken, aber vielleicht kommt es dir gelegen, kurz vor dem Tempel deine Vorräte noch einmal aufzustocken. So ein Logenplatz ist legendärer Schauspieler, also nicht entgehen. Sobald der Kampf beginnt, wage ich mir vielleicht noch etwas näher ran. Macht jedenfalls für mich keine Gedanken. Für meine Sicherheit weiß er schon selbst zu sorgen. Ich glaube sogar, dass er doch irgendwie dieses Togepi dabei hatte, also... Gegen den wieder mal zu kämpfen, wenn er so irgendwie so einen Togekiss oder so hat, wäre vielleicht nicht mal so doof. Oh. Eigentlich noch coole Items. Coole und teure Items vor allem. Ah ne, warte mal, Sternstab kann ich ja noch zu Sternstücke machen. Da habe ich ja noch 11 Stück. Ah, ich muss wieder mal die Dinger farmen, wa? Purpurstücke, Indigo-Stücke, Grünstücke. Ich muss wieder mal einen Ausflug machen. So eine Raumzeitverzerrung. So, Freunde. Möge es beginnen. Ich frage mich jetzt gerade, ob die Alge noch da ist und einfach nur ein bisschen fast auch hinschillt oder bereits verschwunden ist. Aber gleich wieder auftauchen wird. Und vor allem ein Tempel. Bleibt jetzt noch bestehen oder verschwindet der nachher auch wieder? Also, wir wissen ja, was hier in Zeiten von Diamant und Perl passiert. Oder passiert ist. Ja gut, natürlich die ganzen Staaten werden natürlich auch verschwinden, war. Von den, sagen jetzt mal, 10 Pokémon, die damals diesen legendären Helden begleitet haben sollen. Wer auch immer dieser legendäre Held überhaupt war. Kein Plan.
dachte lange Zeit, dass ich alles Fremde aus dem Weg räumen müsste, um Jubeldorf zu beschützen. Ob nun das Pokémon des Tempels oder dich. Doch du hast mir entschlossen gezeigt, dass meine Überzeugung falsch war. Bist du nun bereit, dich mir mit derselben Entschlossenheit in den Kampf zu stürzen? Jo. Michael, dein Platz hat dich gefunden. Was soll denn das bedeuten? Das ist eine alte Redensart des Perlclans. Will meinen, für jeden, dem eine wichtige Aufgabe zuteil wird, geht es in den richtigen Ort, sich hier zu stellen und sich zu beweisen. Und die richtige Zeit, also der richtige Raum, die richtige Zeit. Mit anderen Worten, man soll keine Angst haben, wa? Ich muss zugeben, dass ich langsam bestimmte Aspekte des Clans zu schätzen lerne. Wir werden dir zur Seite stehen, komme was wolle. Auch wenn ich nicht glaube, dass du unsere Hilfe benötigen wirst. Die Menschen und Pokémon von Hisui zählen auf dich, Michael. Beschütze Raum und Zeit. Und die Zerwelt, und die Welt danach, und die Zukunft, und alles Mögliche. Naja, komm. Non plus ultra, wa? Wir machen einfach alles. Tja, Freunde, aber vorstellen, die Origin-Form von Dialga. Und ja, ich weiß, es sieht aus, als hätten Dialga und der Arceus ein Kind gezogen, das wäre die Ausgeburt des Bösen. Wow! Was ist das gerade? Kannst du Draco-Meteor ein, Alter? Ist aber fies. Jetzt echt Draco-Meteor ein, ich glaube es hackt. So, Zeitruhe gar nicht. Woher kommen die überhaupt? Aua! Oh. Oh, das sieht doch echt aus wie eine Fusion aus Dialga und Arceus. So, ja, die legendären Pokémon hier, Dialga und Palkia haben Origin-Formen. Das heißt, hätten wir uns damals für Diam statt Perla entschieden, demzufolge für Dialga statt Palkia, würde uns hier Origin Palkia gegenüberstehen. Das genauso aussehen würde, sieht ein bisschen anders aus. Das hat auch irgendwie Aspekte vom Aussehen her, die Arceus mal hatte. Okay. Da hat man natürlich noch viel Quatschen und so und hab deswegen nicht richtig aufgepasst. Die wird schwarz vor Augen. Klar, diesmal schon. Origin Dialga also. Ja, wie bereits erwähnt, der Tempel ist echt im Arsch. Ist es so, wie wir ihn aus Sinnoh kennen, also aus Diamant und Perl. Alter. Die Musik hat was, finde ich. Okay, ich schicke nochmal einen. Da kommt nochmal ein Draco-Meteor. Wow! Na, dann liege das mal, okay.
Ah, nicht gut. Haben wir nicht gesehen, sorry. Ah, ja, Mann. 3 sind immer, wa? Hä? Was haben wir jetzt getroffen? Also, weil ich jetzt zu nah an die Alga dran war, oder was anderes? Ich frage mich gerade, ob ich irgendwie auch schon Pokémon einsetzen könnte. Oder kommt das automatisch erst später? Nee, geht doch nicht. Ah, dieser Treffer ist halt schon nervig und unnötig. Hä? Haben wir schon wieder getroffen? Oh, Entschuldigung. Ah, Nase juckt und ich kam gerade ans Mikro. Das ist natürlich ärgerlich für uns alle. Und schon wieder zu viel des Guten, ihr wollt wieder zu viel. Oh, ja, der ist natürlich fies. Alter. Okay, der war knapp. Und der Tempel ist im Arsch. Hat er es wirklich gefangen? Yo Leute, ich gebiete es über Zeit und Raum. Juhu! Ich bilde mir das nicht ein, oder? Er hat es tatsächlich gefangen, nicht wahr? Yes, dank des Urballs, sorry, meine Entschuldigung, dank des Origin Balls ist es tatsächlich gelungen, das Pokémon zu fangen. Nicht, dass ich das alles von Mike erwartet hätte. Puh. Das ist absolut fantastisch. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Sianan, selbst Expeditionsleiter im Buko muss es solch einem Anlass ein Tränchen verdrücken. Oh, ein überaus seltener Anblick. Aua, was soll das denn? Jetzt kann ich mir zumindest sicher sein, dass ich nicht träume. Hört her! Diese Aufgabe war etwas, dem wir alle nicht gewachsen waren. Doch gemeinsam sind wir über uns hinausgewachsen und haben sie bewältigt.
Wie mir scheint, gibt es jetzt nur eines zu tun. Ein Fest! Wir werden ein Fest veranstalten! Versammelt alle Mitglieder eurer Clans. Das ist das größte Fest, das Hisui jemals gesehen hat. Wir sollen zusammen mit dem Diamant-Clan feiern? Feiern mit dem Perl-Clan? Naja. Immerhin hat sich herausgestellt, dass niemand von uns ein falsches Sinnoh verehrt hat. Die Zeiten, in denen wir uns darüber streiten, wer im Recht ist, sind Geschichte. Der Vorfahren wären wohl sehr überrascht, uns so einig zu sehen. Aber das ist vielleicht der beste Weg, den Ort, in dem wir alle leben, zu beschützen. Nun lasst uns feiern! Feiern wir den Anbruch eines neuen Zeitalters für alle Bewohner der Hisui-Region, auf das wir von nun an die Sinnoh-Region heißen. Die Erklärung fehlt immer noch. Warum wurde das Hisui Sinnoh? Meine Tempel heißt so. Das ehrwürdige Sinnoh, was ja, wie ich behaupte, noch Arceus sein wird. Na, bist du irgendwo, Arceus? Beobachtest du mich? Naja, ein anderes Mal. Pokémon-Legende Arceus! Ja, und Arceus fehlt ja immer noch. Die Credits sind da, liebe Sportsfreunde. Und ja, das ist ja insofern eigentlich der Abschluss der Hauptstory. Wobei man sich da, sag ich jetzt mal, aus Fansicht fragen kann oder Spieler sich fragen kann, warum überhaupt? Ich meine, das Ziel der Galaktik-Expedition war eigentlich ursprünglich noch, oder vor allem des Professors, den Pokédex zu vervollständigen. Okay, das war ja noch nie das Ziel der Hauptstory. Ging eigentlich immer nur darum, wenn man halt das Spiel vervollständigen will, dann macht das und das, okay. Aber es hat ja auf die Story selbst eigentlich nie einen großen Einfluss. Und hier bisher eigentlich ja auch nicht. Andererseits, wie gesagt, die wurden ja von Arceus hier geschickt. Er hat ja damals ihnen gesagt, wegen, hey, komplettiert den Pokédex und komm zurück zu mir. Dazu fehlt uns natürlich noch einiges. Und ja, ich meine, die Frage ist immer noch, warum diese Verzerrung? Kam die von Dialga, kam die von Palkia, kam die von beiden? Oder kam die von Arceus selbst mal, kam es sogar von Giratina ursprünglich noch. Wer steckt dahinter und warum das Ganze? Das sind Fragen, die sich uns vielleicht mal noch erklären werden. Sicher ist, was ich schon mal behaupten kann, dass es ja eben jetzt Hauptstory-mäßig, ich hasse eigentlich den Begriff Hauptstory, weil seien wir ehrlich, das war bis anhin, ich behaupte mal, das war jetzt Hauptstory 1. Ein großer Batzen kommt noch, mit vielen legendären Pokémon noch. Unter anderem sollen wir auch den Jins, also den legendären Trio quasi, aus der 5. Generation sollen wir auch noch begegnen. Weil man sich da auch fragen kann, was machen die denn hier? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Und ja, demzufolge natürlich geht das Let's Play weiter, denn das Ziel dieser Let's Plays sind ja 100%. Nicht nur jetzt 100% im Sinne von alle Pokémon. Oder alle Nebenquests, eben auch alle Hauptstory-Punkte, also alle Missionen. Und da kommen noch einige. Und mittlerweile gibt es auch ein paar neue Features, sprich so, ja, die sind nicht unbedingt, aber halt so Gratis-Updates, die mittlerweile kamen, die auch mit den Ausbrüchen und so zu tun haben und die Outbreaks, die so schön heißen, die wir auch schon gesehen haben, wenn irgendwie so viele Pokémon auf einem Ort versammelt waren und so. Und ja, damit geht es dann eben natürlich in den nächsten Folgen weiter. Was ich jetzt schon mal sagen kann, dass ich die nächsten Folgen muss ein bisschen besser durchplanen. Weil mir geht es ein bisschen darum, dass ich auch gucken will, dass wir es irgendwie hinkriegen, die Folgen besser einzuteilen. Sprich, dass ich eine Folge mache, wo jetzt wirklich komplett sich nur um die Story dreht, um Missionen. Und andere Folgen, wo ich vielleicht sogar ein bisschen offscreen vorbereite, wo ich sage, hey, jetzt gehen wir nächste Folge, für die nächste Folge suche ich das und das Pokémon. Um halt den Text zu vervollständigen, wie bereits erwähnt. Oder ich bereite für eine Entwicklung von bestimmten Pokémon das und das vor. Da muss man noch ein bisschen gucken. Und dann bin ich gespannt, wie viele Folgen wäre das noch, bis wir alles haben. Alle Pokémon, das ist das Problem. Ja? Der Pokédex komplettieren heißt nicht nur jedes einmal zu fangen. Nee, die müssen auch alle auf Stufe 10 sein, ne? Damit halt wirklich der Eintrag komplett ist. Ja, das geht bei manchen schneller, manchen weniger. Das wird sicher noch eine Herausforderung werden. Aber ich bin schon mal sehr gespannt darauf, freue mich auch schon darauf und ich hoffe, das gilt auch für euch.
Danke, dass du uns auf diesem Abenteuer begleitet hast. Ich glaube, ich nehme sogar das Bild dann, wenn wir wirklich irgendwann mal den letzten Part haben. Die letzte Folge von der ganzen Story und so. Weil eben, es geht hier noch weiter, hä? Der Nakios Phone scheint auf irgendwas zu reagieren. Oh, was könnte das wohl sein, Freunde? Ihr wisst es schon, wa? Ihr ahnt es bereits. Jo, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Zurück bei Pokémon Nakios. Damit Part Nummer 91 geht es weiter. Ich denke mal mit der Story vor allem, weil alles andere macht, glaube ich, gerade weniger Sinn. Man hat doch eher dann ein bisschen planen müssen, so wie, warm, mache hier, so und da. Ihr versteht schon. Aber wird cool. Bin ich ziemlich sicher. Wird geil. Sehr geil sogar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.